My name is Chaim Ekstein, and in this lesson, I explain the basics von risk management and options trading. Und für was ist die wichtigste Sache, gedei zu haben long-term success mit dem Eibischten Hilf. And please gedenk, als options trading ist eine risky Sache, und auch Menschen verlieren Geld in options trading, in any trading. Und du bist nicht 1000% klar, wo das ist. You have no business trading options, and lassen wir reingehen in the lesson for educational purposes only. Lassen wir uns mit dem. Was ist Risk Management also wichtig? Die darfst verstehen eine Sache. Wenn es kommt zu Stocks bechlall, in Options befragt, Options get dich Leverage. Leverage meint, dass du kannst haben kleine Moves in der Stock und sie kann machen einen riesigen Impact auf deinen Account, sei le Teufel und sei Chas Beschulam auf verkehrt auch. So kleine Moves in der Stock can make it or break it. Sie kann machen deinen Account groß oder kann es machen Chas Beschulam klein. Okay, und ob du hast nicht keinen Rosen Platz, ist sehr Sache Traders blown up sein Account, sehr schnell. So Success meint nicht zu treffen der beste Trade. Sie meint number one. Die erste Sache, wo du darfst trachten, wenn der Geist daran nach Trade ist, protecten dein Capital. Machen sicher, dass du weißt, wo du das ist, also du sollst nicht Schulen verlieren, dann schwere, ausgehorbelte Geld, dass du sollst können, überbleiben noch ein Tag in der Market, können traden noch ein Tag, nicht ein Tag sollst du verlieren alles. So lange wir übergehen ein paar Klulam, was ist wichtig, legabe Risk Management in deinem Account. Number one, position sizing. Das kein nicht nehmen a risk in deinem Account, maybe du kannst afforden zu verlieren. As a rule of thumb, a simple rule, das kein nicht risk maybe 1 to 2% von deinem Account in ein single trade. Das meint, in ein single trade soll kein nicht können sein am Metzies, also es verlieren maybe 1 to 2% von deinem Account. Lemuschel, hast du $10,000 dicker Account, kannst nicht risk maybe $100 bis $200. $100,000 dicker Account, $1,000 bis $2,000, wo du kannst die meiste verlieren auf der Trade. So far, du nimmst a Trade, frag dich die question, what is the most I can lose here? Was ist der meiste, was ich kann verlieren auf der Trade? A Sachmul ist du als ein Option Trade, was ist a Spread, was ist Defined Risk. Das meint, dass der Trade ist gebaut geworden auf der Weg, aber du kannst nicht verlieren in der Sache. Auf viele alles geht drum, das ist nicht unstand. So schon alles mit Sidde von sich allein, aber du kannst nicht verlieren mehr wie den. Das meint a Defined Risk Trade. Aber seine Sachtrade sind ein Undefined Risk. Das meint, dass du darfst allein machen sicher, dass du hast das Stop oder du bist available, ob etwas geht wrong. Du kannst schnell in einer Instant adjusten dann Trade, du sollst nicht verlieren, kannst du schulen, mehr wie du bist gleich zu verlieren. Number 2, avoid revenge trading. Losing in a trade is part of trading. A viele der besten Traders, die sogar ein Trader, was kann dir sagen, hat 100% Winners. Seine Sache, von den besten Traders, ich meine die allerbesten Traders, jeder einer wird dir zeigen, hat auch losing Trades. Das Problem ist, als sagt man, wenn man verliert Geld, sagt man, you know what, ich muss zurückmachen das Geld, was ich habe verloren, und ich gehe wasen, als ich gehe zurückmachen. Das wird ungeriefen Revenge Trading. Das ist ein Recipe für Disaster. Das kann man nicht doublen down auf eine schlechte Trade. Das ist das verloren auf eine Trade, gar nicht daran tiefer in uns. Wenn ich kann kommen, bist nicht kein Winner, bist nicht kein Loser, bist nicht kein Winner, wenn du hast da gitte Trade. Just versteh, wo sie titzig, und leb mit dem Metzies. Und next, also du bist nicht in einer guten Mut, warte bis morgen. Aber gar nicht jetzt reden, nur wegen du willst nicht kommen nehmen. Und mach sicher, du hast einen Plan, and you stick to your plan. Und lass deine Emotions in draußen. Deine Emotions soll kein Mensch herankommen in Platz, wenn du tradest. Number 3, diversify deine Trades. Leg nicht alle deine Trades in the same stock, in the same strategy. Mix in, misch aus, different expirations, different strikes, different stocks, wo du test. Spread a risk zwischen alle anderen Mine-Trades auch. Und ob etwas geht wrong, kannst du noch alles verdienen. In der andere, du bist diversified zwischen different strategies. The number one Sache, du darfst dich herannehmen, wenn du willst mal zlieg sein in der Business, ist protecten dein Account. Das ist wichtiger, wie machen Handgeld. Also dein Account soll sein protected, ist wichtiger. Aber du verlierst alle deine Geld, kannst du schulen, bis du in draußen von der ganzen Game. Longevity is the real edge. Also du kannst auf etwas Weg machen sicher. Also du survivest und du gehst und du kannst dealen mit der Los und es ist nicht geschehen für dich etwas Katastrophe, dann musst du weißt, dass du getan eine gute Sache. This is the edge. Unfortunately, rough traders kennen das nicht und sie blown up accounts. Noch fast haben wir vielleicht chance to succeeden. Oder du hast any chance auf this subject oder auf any other subject in the financial markets,
Please, lass a comment in the comment section and like and subscribe to the channel oder zu chaimekstein.com/blog, wie du kannst bekommen eine E-Mail jeden Mal, was in Sommer eine neue Lesson.